Ja, es ist eine verkehrte Welt. Das ist... Mein Freund, der Berner, der alte Kiffer, das ist ja ein angesehener Mann in Bern, Museumsdirektor, aber der zuckt noch jedes Mal zusammen, wenn ein Polizist in die Nähe kommt. Oh, die Schmier, die Bulle. Ja, dann nimmt noch die gerne ein Jointli, oder? Und ich das Gefühl, wegen dem werden die verhaftet. Hingegen der Ralf. Der Ralf? Ja, gell, Benz, wenn man halt nicht studiert hat. Er hat studiert, HSG. Jetzt ist er Investmentbanker und er ist jetzt Feuer und Flamme für die Green Bonds. Nein, ich sag dir, die Green Bonds, du, da kannst du ein Investment machen, du hast einen Return, du, das ist der Burner. Da sind wir jetzt Lead Manager, oder? Machen wir einen Straight Bond, du, das ist der Hammer, sag ich dir. Aber der Hammer, sag ich, ja, wie Green Bonds. Was tut ihr denn so in Umwelttechnologien investieren? So Solarpanel und so? Nein, Green Bonds, verstehst du? Cannabis Bonds, Marihuana, verstehst du? Hast du eine Rendite? Ich bin total high. Er, der noch vor 2 Monaten über die Drögeler ausgerufen hat, verteilt jetzt Aktien von so kanadischen und amerikanischen Start-ups. Seit sie dort das Hasch legalisiert haben, weil so ein Joint, der meckert. Aber Geld stinkt nie für einen Ralf. Hast du eine Rendite? Doch, ich bin total high. Und jedes Mal, wenn es wieder irgendwie heisst, es sei so ein Aktienkurs verreist, von so einer Tech-Bude, irgendwie Uber, Instagram, Snapchat oder irgend so eine digitale Firma, da kommt mir in den Sinn, was mein Bub seinerzeit gesagt hat, wo Facebook frisch an der Börse war und kurz darauf ist der Aktienkurs dieser Wetzloch ab. Milliarden vernichtet, Millionen verloren, hat es im Radio geheissen. Und er sagt, aber Vati, das Geld, das hat es ja vorher gar nicht richtig gegeben. Dann kann es doch jetzt auch gar nicht richtig weg sein. Das ist doch irgendwie alles nur zum Schein. Er nimmt noch einen Schluck Milch und sagt, Bub, jetzt hast du gerade den Kapitalismus begriffen. Das ist irgendwie alles nur zum Schein. Der Elvis würde sagen, 1 for the money, 2 for the show. Und wenn der Banksy der Kapitalismus und den irrwitzigen Kunsthandel verarschen will, oder der Street Artist, der mit den Wandbildern, oder, hat er doch einen Schredder eingebaut, der Banksy. Und in dem Moment, wo sein Bild vom Mädchen mit dem Ballon für x Millionen ist versteigert wurde, in dem Moment, wo der Hammer vom Auktionator rachen ist, hat sich das Bild selber kaputt gemacht, verschnipselt. Nur eben, wenn der Banksy den irrwitzigen Kunstmarkt persiflieren will, dann persifliert der Kunstmarkt fadengrad zurück. Das Bild hat seinen Wert in dem Moment, wo es sich kaputt gemacht hat, verdreifacht. Noch mehr Millionen. Aber irgendwie alles nur zum Schein. 1 for the money, 2 for the show. 3 to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Der Elvis ist übrigens so an der Börse kotiert als Marke Elvis Presley Trademark. Und noch all Jahr in der Forbes-Liste der meistverdienenden, erfolgreichsten Entertainer zuvorderst vor. Tot oder lebendig.